Wenn der Christian Schenk mit dieser Kamera arbeiten will, nimmt er zuerst einmal den Doppelmeter in die Hand. Genau, eben, da müssen wir die Pflanzengröße messen, die Höhe, die Breite. Das ist da, wo ich für die Kamera eingeben muss. Und nachher kann man mal ein paar Meter fahren und dann schaut man mal, wie die Qualität ist, ob die Tiefe der Scharen ob die gut ist oder so. Und nachher kann man einfach loslassen. Digital gesteuertes Maishacken ist angesagt. In der Zwischenzeit schon fast eine Routinenarbeit auf der SFF. Jetzt gerade letzte Woche habe ich jetzt über 4 Hektare gehackt und da bin ich also, muss ich sagen, bin zufrieden mit wie es gelaufen ist. Ja, und auch noch eine weitere Funktion sollte sich jetzt bewähren. Das Hackgerät ist mit sogenannter Section Control ausgestattet. Das heisst, jedes Hackparallelogramm hat einen kleinen Hydraulikzylinder, der durch ein Ventil angesteuert wird. Und das führt dazu, dass bereits bei bearbeiteten Flächen die Hackparallelogramme automatisch ausgehoben werden. Tönt gut, funktioniert es aber auch. Et voilà! Die SFF und ihre landwirtschaftliche Digitalkompetenz wird auch von anderen Forschungsgremien genutzt. So werden Aufträge von der ETH oder dem Agroscope angenommen und ausgeführt. Hier ein Projekt im Düngesektor. Ja, also unser Hauptziel ist, die Stickstoffeffizienz im Weizen zu verbessern und gleichzeitig den Verlust von Stickstoff an der Umwelt zu vermindern, weil das ist eigentlich ein Problem auch hier in der Schweiz. Und wir machen das durch so digitale Methoden. Einmal mehr kommt hier eine Kamera zum Einsatz. Auf die Drohne ist eine spezielle Kamera montiert, eine Multispektralkamera. Und zuerst wir überfliegen den Feld und dann mit den Bildern, mit den Aufnahmen von der Drohne können wir eine Karte erstellen. Und von dieser Karte benutzen wir die Werte durch einen Algorithmus, um die Menge Stickstoff zu berechnen, die im Feld appliziert wird. Eine teilflächenspezifische Düngung wird hier angestrebt. Die praktische Umsetzung wird von der SFF ausgeführt. Da sehen wir jetzt die Applikationskarte, die Francesco erstellt hat, basierend auf seinem Modell und dem Drohnenbild. Dann kann ich nachher diese Zone hier übernehmen, in unser FMIS. Und das sieht dann nachher so aus, wenn ich die Karte hier einlade. Jetzt haben wir hier ein anderes Raster, weil der Francesco über die Drohne schafft halt mit mega hoch aufgelösten Bildern. Und wir haben jetzt das abgebrochen. Also wir sind jetzt hier noch beim 7x7 Meter Raster, wo wir aber auch sehen, dass wir dann hier die Applikationskarte so abbilden können mit diesen verschiedenen Zonen. Ja, und mit diesen Informationen geht es dann ins Traktorenterminal der Fahrerkabine. Gut, wir haben den Düngerstreuer angehängt. Man sieht hier bei dieser Oberfläche mit der Angabe, wie viel das Zollmenge ist, also wie viel Kilo pro Hektar soll ausgebracht werden. An diesem Punkt wird dann umgeschaltet und das Traktorenterminal mit der gespeicherten Applikationskarte bestimmt je nach Position die Ausbringmenge. Da sieht man dann auch die 12 Teilbreiten, die möglich sind. Also auch Section Control ist mit dem Düngerstreuer möglich. Am Streuer selber wird das so gemacht. Wir haben auch einen Stellmotor, der den Aufgabepunkt des Dünger auf den Streuteller beeinflusst. Das ist aufgrund des Section Control, dass man verschiedene Teilbreiten auch abschalten kann. Dabei wird vom Streuer sichergestellt, dass die gewünschte und die effektive Streumenge übereinstimmt. Der Düngerstreuer ist auch mit einer Funktion ausgestattet, dass der ganze Behälter auf einem Wiegestab ist, sodass automatisch immer die Ausbringmenge abgeglichen wird mit der effektiv ausgebrachten Düngermenge. Mit der Aufzeichnung dieser Daten geht es dann zurück ins Büro zum Florian. Dann sehen wir nachher, wenn wir gedüngt haben, bekommen wir vom Düngerstreuer dann so eine Verteilkarte zurück. Also das ist ein Streubild, wo wir sehen, ob dann wirklich auch dort Dünger raus ist und die Menge, die wir wollen. Das können wir dann so nachvollziehen und dann wieder Anpassungen machen.